Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, diesmal zum Thema Korn Neuer. Gut, ein bisschen Clickbait-Titel muss ja auch sein, aber natürlich geht's um Manuel Neuer und seine Aussagen, die ja gestern veröffentlicht wurden, die ja für Sprengstoff sorgen, und ich werde euch mal meine Meinung und meine Thesen dazu sagen. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir mal rein. Also erstmal, dass das Interview natürlich hinter einer Paywall ist bei der SZ, ist natürlich auch schon wieder wild. Aber zum Glück gibt es ja genug andere Medien, wo man das dann frei nachlesen kann. Worum geht's genau? Es geht darum, dass der Manuel Neuer sich vom Verein betrogen fühlt, dass ihm das Herz herausgerissen wurde, weil doch sein bester Kumpel Tapalovic entlassen wurde. Ja. Die Art und Weise, wie das geäußert wurde, ist definitiv eines Kapitäns unserer Mannschaft unwürdig. Auch die Äußerungen, die getroffen wurden, wie zum Beispiel, ja, das hat ja nichts mit dem Familiären zu tun, das hat nichts mit mir, Samir-Gefühl zu tun, was da passiert ist. Absolut lächerlich in meinen Augen, absolut beschämend. Ja, ja, na klar, ist er unser Kapitän seit was weiß ich wie vielen Jahren, ist glaube ich seit 11 Jahren im Verein. Sportlich über alles erhaben, auch menschlich habe ich ihn jetzt nie irgendwie schlecht erlebt oder sowas, oder auch nur ansatzweise mal das Gefühl gehabt, dass er nicht alles für den Verein gegeben hätte oder den Verein nicht lebt, auch wenn er Schalker Ultra war und hast du nicht gesehen. Darum geht's ja gar nicht. Das Gefühl hat man nie gehabt, ganz im Gegenteil, er hat immer fleißig mitgefeiert und so, aber man weiß auch, nicht zuletzt seit Kovac und auch schon davor, ja, dass gerade er und Müller, so die letzten beiden Mohikaner schon die sind, die da so das Sagen haben. Ich meine, ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr Amateurfußball gespielt habt, wenn ihr zu irgendeinem Verein kommt, wo einfach so eine Ikone da ist, der schon 10, 15 Jahre in dem Verein da ist, der immer spielt, egal wie die Leistung ist, der halt einfach das Sagen. Ja, Punkt. Das ist einfach so. Wenn dann da irgendwie ein Trainer ist, dem nicht passt oder sonst was, dann ist es schwer, an dem festzuhalten. Genauso mit Spielern, ja. Siehe Nübel. Ich denke mal, der Nübel ist auch nicht umsonst gewechselt, ja. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Natürlich ist da nicht alles ganz koscher gelaufen mit dem Brazzo, mit von wegen Spielzeit garantieren und sowas. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja, nur mal das als Hintergrund, ja. Also von daher weiß man schon, was die Spieler für Gewicht haben und was deren Wort halt wert ist. Ich denke mal, das hat man gerade bei dieser Kovac-Geschichte auch gesehen. Ja. Und die Aussagen, die da getroffen wurden, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ist einfach eine Frechheit, ja. Ist einfach eine Frechheit unserem Verein gegenüber. Punkt. Und das als Kapitän einer Mannschaft zu tun, das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen, so ein Interview rauszuballern. Alto Belli hat mit Verantwortung oder Dankbarkeit oder sonst was gegenüber dem Verein absolut nichts zu tun. Das ist einfach eine Frechheit. Und macht ein Fass auf, was nicht hätte aufgemacht werden müssen. Ja, dass das sein bester Kumpel ist und Trauzeuge und bla und Sülz, und der auch nur bei uns gelandet ist, weil es halt nun mal so ist, wie es ist, sollte auch klar sein, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Sich dann da so hinzustellen, wie es jetzt passiert ist, fühle ich gar nicht. Dann zu sagen, ja, der Verein hat Fehler gemacht und man hätte das alles kitten können mit Gesprächen und so weiter. Er versteht das gar nicht, diese Entscheidung. Bin ich ganz ehrlich, ich verstehe diese Entscheidung zu 100%. Ob das natürlich so ist, wie ich das denke, weiß ich nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, der Zeitpunkt war schlecht, dass man den rausgeschmissen hat. Aber wahrscheinlich haben, wie es auch, ich glaube, ich weiß nicht, in Medien habe ich es gelesen, ich glaube, der Bubble hat's gesagt, oder der Hamann, weiß ich gar nicht, die Bayern haben die Chance genutzt, ja, dass der Neuer nicht da war. Ja, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so abgelaufen.
wie es dann am Ende abgelaufen ist. Vielleicht war es auch ein bisschen, ja, eine Trotzreaktion auf die Verletzung halt einfach, ja, dass er jetzt einfach mal ein halbes Jahr raus ist und wie wir, zumindest wie es in den Medien steht, ob es stimmt, wissen wir nicht, dass der Neuer auch noch eine Klausel im Vertrag hat, so dass er weiterhin Gehalt bekommt, selbst wenn er Krankengeld bekommen würde. Ist natürlich schon ein hartes Stück, dass sich Neuer dann auch in diesem Interview dahinstellt und sagt, ja, das ist für mich wie Brötchen holen, die Piste da runterfahren, finde ich nochmal eine größere Frechheit überhaupt, weil das impliziert, dass er das mehrmals im Jahr tut. Und das finde ich unserem Verein gegenüber und auch den Mitspielern gegenüber eigentlich schon Respektlosigkeit schlechthin, weil, ja, es passiert 10 Jahre nichts, im 11. Jahr passiert's. Und nur zu sagen, ja, ich kenne diese Piste in- und auswendig, ja, das sind Leute, Sportler, die verdienen 20 Millionen plus, da muss man auf so eine Sachen verzichten. Fertig, Punkt. Ja, ansonsten kann er gerne meinen Job haben, kann er für 3.000 im Monat arbeiten gehen, dann ist das nicht schlimm, wenn er mal ein halbes Jahr ausfällt, dann kann er Skifahren gehen. Aber wahrscheinlich könnte er sich das dann gar nicht leisten. Also von daher, das ist schon mal so die erste absolute Frechheit, ja. Ich meine, er hat ja dann auch gesagt, dass er sich beim Verein entschuldigt hat und so, das ist okay, aber wenn das wirklich stimmen sollte und er zieht sich dafür weiter, wow, ich habe hier voll die verkehrte Mucke laufen, zieht sich weiter dafür Geld rein bei uns, fühle ich persönlich auch nicht, ja. Und mit den Äußerungen, die er jetzt getroffen hat, hat er sich definitiv im Eigentor geschossen, meines Erachtens nach. Die Aussagen auch zum Nagelsmann, so, ja, wie kann man das denn jetzt weiterführen? Ja, ich werde das natürlich professionell halten und werde meine Leistung bringen und ja, zwischenmenschlich nicht mehr. Finde ich schwierig. Ist so ein nächstes Levi-Ding. Ich meine, ein Levi ist nicht umsonst gegangen. Auch ein Levi, ja, hat ein gewisses Gewicht gehabt, so wie es ein Neuer tut. So wie es auch ein Müller tut. Ich überlege gerade, ich vergesse gerade keinen, oder? Das sind so die letzten wirklich großen Mohikaner bei uns gewesen. Ich zähle Kimmich jetzt nicht dazu, anhand, ja, man sieht's auf dem Platz und auch sonst sehe ich den Kimmich da jetzt nicht so in dieser Rolle wie diese drei. Ja, und man hat halt den Nagelsmann vor 1,5 Jahren geholt, unter der Prämisse, ja, wir wollen uns da voll drauf einlassen, wir wollen was ändern und er hat es dann versucht, das muss man fairerweise auch mal sagen, die Mannschaft war dann dagegen. Ja, ich meine, die Mannschaft können wir uns wahrscheinlich sehr gut überlegen, welche Spieler das sind. Das ist halt der Mannschaftsrat, die 3 gestandenen Spieler. Und deswegen wird ein Levi auch verkauft worden sein. Machen wir uns nichts vor. Ja. Und wie das jetzt gelaufen ist mit dem Neuer, beziehungsweise mit dem Tapalovic, ja, kann man natürlich jetzt als Verein, oder kann man den Verein kritisieren und sagen, ja, das war jetzt nicht die feine englische Art. Auf der anderen Seite muss man mal ganz klar sagen, das ist ein Torwarttrainer. Er ist ein verkackter Torwarttrainer und der beste Bro vom Neuer. Dass der Neuer da nicht amüsiert drüber ist auch klar. Aber wenn der jetzt 1,5 Jahre mit dem Nagelsmann nicht klarkam, warum auch immer, ja, das wissen wir alles nicht. Das soll uns auch gar nicht interessieren. Da sind ja die Gerüchte im Raum, weil er eigentlich schon Co-Trainer war unterm Hansi und jetzt wieder zum Torwarttrainer zurückgestuft wurde unterm Nagelsmann. Kann ja alles sein. Fakt ist, sie kamen nicht klar, die haben nicht kommuniziert, er hat sich einen Scheißdreck um den Nübel gekümmert. Der Nübel war ihm von Anfang an ein Dorn im Auge, weil er als Konkurrent für Neuer geholt wurde. Deswegen wurde er ja anscheinend dann weggeekelt, wurde nicht wirklich beachtet, wurde er jetzt auch nicht da, wenn er bei dem Verein ist, beachtet von Tapalovic. Ich denke mal, das sind wir uns einig, dass das so ist. Ja, da muss man einfach gehen. Ja, wenn man also es gibt keine Person, die größer ist wie der Verein. Kein Neuer, kein Tapalovic, keiner. Und wenn man nach 1,5 Jahren mit dem Cheftrainer und dem Trainerteam nicht klarkommt als Torwarttrainer, dann hat man halt nichts zu suchen mehr in dem Verein. Ja, Punkt. Und so wie ich das sehe, was meine These ist, wir haben vorher nicht die Eier gehabt. Sag ich euch ganz ehrlich. Wir haben vorher nicht die Eier gehabt, den rauszuschmeißen, weil wir 110% auf Manuel Neuer angewiesen waren. Das war das Ding.
Deswegen haben wir nicht die Eier gehabt, das zu tun, weil es klar war wieder, dass der Neuer so reagiert, wie er reagiert. Ich meine, er reagiert komplett überzogen, mit Herz rausgerissen, hast du nicht gesehen. Nur weil sein Busenkumpel ihn nicht mehr jetzt bei jedem Training die Hand hält, ist natürlich auch maßlos überzogen, Leute. Ja, da müssen wir ja wohl jetzt auch nicht drüber rumreden. Dass er persönlich enttäuscht ist, kann ich verstehen, wenn das sein bester Freund ist und hast du nicht gesehen, alles gut. Hat aber beruflich, also sportlich, absolut nichts da zu suchen oder zu kritisieren. Wie gesagt, das ist ein Typ, der 20 Millionen plus bei uns verdient. Und wenn wir der Meinung sind, das passt nicht mit dem Trainerteam, wir schmeißen den raus, auch wenn er 11 Jahre im Verein war, dann ist das so. Es ist ja nicht so, dass es umsonst so ist. Ja, er ist seit 1,5 Jahren, ist der Nagelsmann da, und wenn er seit 1,5 Jahren mit dem nicht klarkommt, ja, dann ist halt der Zeitpunkt. Und ja, da haben wir dann die Chance einfach genutzt, weil wir nicht mehr auf Neue angewiesen sind. Weil jetzt Jan Sommer da ist. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, ist Jan Sommer ein gleichwertiger Ersatz, Blasels, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich halte einen Sommer für einen guten Torwart. Natürlich ist er nicht auf Neuer Niveau, wenn Neuer normale Form hat. Aber machen wir uns nichts vor. Ja. Neuer ist 36, wird noch ein halbes Jahr ausfallen. Man sagt immer, man braucht ungefähr die gleiche Zeit, um wieder auf Topform zu kommen, wie die Verletzung gedauert hat. Im Alter wird das nochmal verlängert werden. Also geh mal davon aus, Neuer ist locker noch 10 Monate raus. Ja. Bis er wirklich wieder Topform hat, wo man dann sagen könnte, yo, er ist jetzt aber gerade besser wie der Sommer. Ja, und dann kann ich es verstehen, dass man jetzt sagt, wisst ihr was, ja, jetzt sind wir nicht mehr auf Neuer angewiesen. Er hat sich selbst verschuldet rausgeschossen mit seiner Verletzung. Warum sollen wir dann nicht jetzt einen Störfaktor eliminieren? So, und wenn das ein Störfaktor war, inwiefern auch immer, wissen wir nicht. Er war gut mit der Mannschaft, Blasels, vielleicht wurde er hinterm Rücken gelabert und so. Ihr kennt das alles, ja. Das wissen wir alle nicht. Ist auch egal, aber anscheinend war es ein Störfaktor und dann ist er raus. Punkt. Und dann ist das auch okay. Ja. Es geht um den Verein und um nichts anderes. Und dann zu sagen, ja, das sind keine Familie mehr, Blasels. Man hätte das halt alles regeln können durch Gespräche. Ja, warum hat man es dann in den 1,5 Jahren nicht geregelt? Ja, gerade er als bester Bro muss ja dann auch gewusst haben, was Phase ist, ja. I don't know, finde ich ziemlich dreist und unfair, dem Verein gegenüber solche Aussagen zu treffen. Ich meine, dass man so die Meinung hat, dass man verbittert ist durch die Verletzung, wo er selber schuld ist. Dadurch, dass ein Jan Sommer geholt wurde, der natürlich ein Konkurrent ist für Manuel, ja, auch wenn er wieder fit ist, weil der Sommer kein Sven Ulreich ist, und den Anspruch hat, zu spielen, ist auch klar. Aber auch darüber muss er sich nicht beschweren. Er ist selber schuld, dass er sich die Verletzung zugezogen hat. Kann man menschlich verstehen, aber dann hat man sowas innerhalb des Vereins zu äußern und nicht in einem Interview. Ja. Also der FC Bayern hat sich ja auch nicht hingestellt und hat gesagt, ja so, Tapalovic wird entlassen, weil keine Ahnung, er kam mit dem Nagelsmann nicht klar, er hat hinter seinem Rücken gelabert, er hat nur Manuel Neuer bevorzugt, weil er der beste Buddy ist, hat sich um die anderen Torhüter nicht gekümmert, kümmert sich um die Nachwuchstorhüter nicht, hat einen Nübel nie beachtet, hat einen Nübel weggeekelt. Alles das wurde nicht gesagt. Gar nichts wurde gesagt. Es wurde einfach gesagt, er ist entlassen. Nicht mehr und nicht weniger. Da wurde keine dreckige Wäsche gewaschen, sonst was. Und Neuer stellt sich jetzt dahin und tut das. Und das als Kapitän unserer Mannschaft, als langjähriges Vereinsmitglied, finde ich schwierig, finde ich sehr schwierig. Wie gesagt, menschlich kann ich es irgendwo verstehen, aber das macht man dann nicht über die Presse. Ja, also definitiv nicht. Das kann man dann gerne in einem Gespräch mit dem Hassan machen, mit dem Julian. Alles gut. Das geht nicht. Und schon gar nicht als Kapitän dieser Mannschaft und schon gar nicht jetzt in dieser Phase, wo wir gerade uns so ein bisschen wiederfinden, weil es gibt natürlich Störgeräusche in der Mannschaft. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ne? Finde ich eine Frechheit von Manuel. Und nochmal, kein Spieler ist größer wie der Verein. Ja, er hat genug Verdienste geleistet in den letzten 11 Jahren, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Das spricht ihm noch keiner ab. Aber was er gerade abzieht als Kapitän dieser Mannschaft, geht nicht. Geht nicht und ist ein Bumerang zurück hoch 10. Ja? Und dass das Verhältnis mit dem Nagelsmann dann nicht mehr zu kitten ist, müssen wir auch nicht drum herum reden. Ja? Punkt.
Also das ist sein bester Buddy, sein bester Freund, sein was weiß ich was. Ja, wir sehen jetzt gerade, dass Manuel das sportlich nicht nimmt. Ja, dass er das persönlich nimmt. Und ich glaube nicht, dass man das einfach so wegwischen kann. Ja, er nimmt es ja auch persönlich, dass ein Jan Sommer verpflichtet wurde. Dass da keiner mit ihm drüber gesprochen hat, dass man ihn verpflichtet. Das nimmt er persönlich. Ich weiß nicht, was er sich rausnimmt. Wer er ist. Julian hat es immer gesagt. Auch nach der Verletzung, selbst wo Jan Sommer verpflichtet wurde, habe ich ja noch gesagt, dass ich das nicht verstehe. Hat er gesagt, Manuel ist unser Nummer 1, Blas Sülz, stand immer wie eine Wand hinter ihm. Und ja, dann sich dahin zu stellen und so zu reden, und sich angegriffen zu fühlen, dass man jetzt nicht sagt, ja, das ist, der Ulle macht das jetzt, wir holen uns irgendwie einen Crab-Torwart, der hinterm Ulle steht, und wir warten, wir gucken mal, hoffen, dass alles gut geht und warten mal, ob Manuel Neuer aus der Verletzung nochmal die Form erreicht, die er hatte. Nee. Also, habe ich ja schon bei der Verpflichtung gesagt von Jan Sommer, für mich der richtige Schritt. Man holt einen Jan Sommer, perfekt, ist ein spielerischer Torwart, ist stark, wir haben es gesehen, ja. Ich meine, wer ein bisschen auf Gladbach geguckt hat, oder wenn wir gegen Gladbach gespielt haben, auch die Spiele, die er bei uns jetzt schon gemacht hat. Klar hat er immer mal auch einen Klopper drin gehabt bei Gladbach, muss man mal abwarten bei uns. Bei uns ist ja auch ein bisschen anderes Spiel. Das ist halt nicht, dass man warm geschossen wird, so wie es teilweise in Gladbach war. Aber bisher macht er einen ganz souveränen Eindruck, der Sommer. Der pflückt die Bälle so sicher runter, ist sicher am Ball. Ja, auch er hat mal einen Querschläger drin oder einen Pass kommt mal nicht an. War beim Neuer in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren aber auch schon sehr, sehr oft der Fall, ja, dass das nicht mehr so klappt. Klar ist es immer noch anders. Der Neuer war ein super Libero, das wird ein Jan Sommer so nicht interpretieren, da bin ich mir auch sicher. Muss aber auch nicht, ja. Ja, diese Aussage fand ich halt auch respektlos. Was hat er erwartet halt? Ne? Sollen wir jetzt sagen, nee, wir stellen uns unsere Ziele jetzt hinten an, wir warten auf den Manu und wir trauen dem Ulle das zu. Ja, ich hätte es dem Ulle auch irgendwo zugetraut, aber man hat es auch gesehen. Ja, wenn Sommer auf dem Markt ist, dann muss man ihn nehmen. Punkt. Ja, fertig. So, und da muss man sich dann auch als Manuel Neuer nicht irgendwie angegriffen fühlen. Was er ja anscheinend auch tut, dass man ihn da nicht gefragt hat, ob das okay ist. Deswegen sage ich ja, was nimmt er sich raus? Aber da sieht man halt, welche Macht der Spielerrat in den letzten Jahren aufgebaut hat bei uns. Ja. Also da muss ja eine gewisse Macht da gewesen sein. Ich meine, wir haben es an Kovac gesehen, wir haben es davor ein oder andere Mal gesehen. Finde ich dann schon schwierig, ja. Aber da scheint ja jetzt so in den letzter Zeit auch ein bisschen gegengearbeitet zu werden. Wie gesagt, es ist okay, dass es einen Mannschaftsrat gibt, es ist okay, dass sie auch einen gewissen Einfluss haben, aber irgendwo steht der Verein an erster Stelle und nicht irgendein Mannschaftsrat mit irgendwelchen überbezahlten Spielern, die sich dann noch rausnehmen, irgendwelche Sonderbehandlungen, Sonderrechte zu haben. Ja, natürlich haben sie alle Leistung gebracht, Levi, Neuer, Müller, gar keine Frage, ja, das will man gar nicht abreden. Natürlich sind sie mitverantwortlich oder hauptverantwortlich gewesen, sogar die letzten Jahre für die Erfolge, die wir hatten, aber alles das rechtfertigt nicht, dass da Trainer aufgrund von Spieler entlassen werden und sonstige Dinge, ja. Ich weiß, das ist in jedem Verein gang und gäbe, das sind wir jetzt keine Seltenheit oder keine Besonderheit, aber ich muss es nicht gut finden. Und deswegen das große Ganze, ich will den Neuer jetzt nicht wegreden oder sagen, man muss ihn verkaufen oder verteufeln oder sonst was. Das will ich gar nicht. Aber ich sehe das so, dass das Tuch, wie man so schön sagt, das Tischtuch zerschnitten ist zwischen Neuer und Nagelsmann. Und ich denke, das wird auch nicht zu kitten sein. Weil er halt einfach persönlich, menschlich super enttäuscht ist, wie man sieht. Ich traue dem Neuer schon zu, dass er sportlich, er hat es ja dann auch gesagt, auch bei der Nationalmannschaft und so, dass er sportlich da professionell ist. Ja, aber willst du dann so einen Spieler haben in deiner Mannschaft? Wenn wir dann wieder zu dem Thema kommen, homogene Mannschaft, willst du dann, das ist ja dasselbe gewesen bei Levi, willst du dann einen Spieler haben, der mit dem Trainer nicht klarkommt, der unzufrieden ist, der den Trainer dann hintenrum wahrscheinlich immer wieder kritisieren wird und das dann bei so einem Spieler, der so einen Einfluss auf andere Spieler hat, weil er so lange halt im Verein ist und so weiter.
Weiß ich nicht. Sehr, sehr schwierig. Bin ich sehr gespannt, wie es da dann die kommenden Monate weitergeht. Na klar, kann man immer Fehler machen, kann sich dafür entschuldigen, kann das vielleicht kitten. Wenn ich aber die Wortwahl sehe und wenn man sich da ein bisschen beschäftigt mit ihm und Tapalovic, das Verhältnis, sehe ich das eher als schwierig an. Nochmal, man muss den Verein da jetzt nicht irgendwie rausnehmen. Der Zeitpunkt war nicht gut gewählt und man kann dem Verein vorwerfen, oder wenn man das so interpretiert, wie ich es interpretiere, dass er vorher nicht die Eier hatte, ihn rauszuwerfen, weil der Verein halt auf Manuel Neuer angewiesen war. Nicht nur als Torwart, sondern halt auch als Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft. Das kann man mit Sicherheit kritisieren, dass man da nicht die Eier hatte, wobei man das auf eine Art und Weise halt auch verstehen kann. Ne? Weil erstmal diese Levi-Geschichte, dann hätte man das da nochmal so durchgezogen. Schwierig. Ne? Schwierig. Deswegen hat man jetzt ja die Chance genutzt, wo er halt erstmal irgendwie 10 Monate raus ist, weg von der Mannschaft. Ja, legitim dann. Ich hab's gesagt, wenn der Torwarttrainer halt seit 1,5 Jahren sich nicht unterordnen kann, nicht klarkommt, man mit der Arbeit nicht zufrieden ist und man das in dieser Zeit nicht hinbekommen hat, dass das anders wird, da muss man so eine Chance nutzen und dann den Schlussstrich ziehen, weil nochmal, es steht nichts über diesen Verein. Kein Spieler, kein Trainer, kein Verantwortlicher, niemand. Und ja, das ist meine Meinung zu diesem Ganzen. Wie es weitergehen wird, weiß ich nicht. Bin ich selber sehr gespannt. Wäre Manuel Neuer ein Verlust? Ja, mit Sicherheit. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr hinten die Spieler, die Manuel Neuer gewohnt sind. Wir haben kein Alaba mehr, wir haben kein Boateng mehr. Wir haben keinen Süle mehr, die über Jahre mit dem Neuer zusammengewachsen sind. Wir haben eine komplett neue Innenverteidigung. Ja, so dass jetzt der Zeitpunkt da ist, wo man dann sagen kann, jo, ja, ich meine, wir spielen jetzt auch wieder mit Dreierkette, was ich persönlich gut finde. Ich weiß es nicht, aber damals wurde es ja gesagt, so, ja, nee, wir machen keine Dreierkette mehr, weil die Mannschaft möchte das nicht. Der Trainer geht mehr auf die Mannschaft drauf ein. Und da habe ich schon gesagt, diese Aussagen finde ich schwierig. Also man hat einen Nagelsmann geholt, weil Nagelsmann für eine gewisse Art Fußball steht. Und auch für eine gewisse Art, junge Spieler einzubinden und so weiter. Und ich habe es ja auch gesagt, für mich hat der Nagelsmann immer den Eindruck gemacht, als wenn er sich unterordnet. Unter halt diesen Mannschaftsrat. Ja? Und das finde ich schwierig. Ja, ich denke, das sind alles so Sachen, die da mit reingespielt haben, beim Levi und jetzt auch beim Neuer. Bei Müller weiß man, kann man gerade schwer einschätzen, aber ja, er scheint ja einigermaßen noch klar zu kommen, zumindest nach außen hin mit dem Nagelsmann. I don't know, jetzt kann man natürlich argumentieren, macht das Sinn? Das werden die nächsten Monate zeigen. Ja? Ob das Sinn ist, den auf den Nagelsmann zu setzen oder nicht. Also nach den 3 Spielen kann man halt hätte man die These auch aufstellen können, spielt die Mannschaft für den Trainer. Das sah schwierig aus. Ja, sind wir ganz ehrlich, vom Einsatz her, von der Lust her, sah das schwierig aus. Jetzt gegen Mainz sah es so aus, ja, wir haben wieder Lust. Wird man sehen, wie die nächsten Wochen, auch wie das jetzt reinspielt, auch wie viel Einfluss dann so ein Neuer haben wird am Ende des Tages. Bin ich sehr gespannt. Und wenn dem dann so ist, was macht man von Vereinsseite? Ja. Steht man dann dazu und sagt, ja komm, wir ziehen das durch mit Nagelsmann, wenn wir dann diese, nenn's mal, streikenden Spieler haben, die meinen, sie müssen einen Einfluss nehmen, sie hätten halt mehr zu sagen, sonst irgendwas. Ja, oder guckt man dann, dass man diese Spieler los wird und steht hinter dem Trainer und geht den Weg weiter. Das wird sehr spannend sein. Ich habe selber gesagt nach den 3 Spielen, das wird schwer jetzt für Nagelsmann. Und dass ich auch enttäuscht war von seiner Art und Weise.
Habe ich halt viel drüber nachgedacht, so die letzten paar Tage, und das spielt natürlich jetzt da voll mit rein, und deswegen komme ich halt zu meiner These, ja. Interessant. Wir werden es nie erfahren, was wirklich läuft innerhalb des Vereins, aber ja, ich meine, es war super auffällig, dass ein Nagelsmann halt kam und nie das umgesetzt hat, wofür er steht. Ich meine, zum Ende jetzt gerade der Hinrunde war es besser, keine Frage. Aber auch da, ich meine, Musiala durchzuboxen war wahrscheinlich schon schwer genug. Ja, ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber wenn die Verantwortlichen in Person von Brazzo und Olli da jetzt auch mal ein Statement setzen, was der Olli schon getan hat, aber ich denke, da wird intern nochmal ein richtiges Statement gesetzt werden, und dann muss auch den Spielern klar sein, dass kein Spieler größer ist wie der Verein. Egal, was er für Erfolge, was er für Verdienste für den Verein hat. Das spielt am Ende des Tages keine Rolle. Die Leute bekommen 20 Millionen plus dafür im Jahr. Ja, da hat man das zu erwarten, dass sie liefern. Punkt. Ja, wenn die sagen würden, ja, wie im Amateurbereich, yo, ich komme hier jedes Wochenende hin und opfer meine Freizeit, um den Verein hier hochzubringen, dann Chapeau, dann kann man darüber reden, dass die Leute Mitspracherecht haben, sonst was. Aber Leute, die 20 Millionen plus von dem Verein nehmen, haben keinerlei Mitspracherecht bei irgendwas. Ja, meiner Meinung nach. Und auch kein Trainer, ja. Um das auch mal klar zu sagen, so wie es beim Flick halt das Thema war, um da nochmal kurz drauf zu kommen. So, ja, ich krieg nicht die Spieler, die ich haben will, bla, Sülz. Ich habe nicht so das Mitspracherecht. Ja, hast du auch nicht. Du bist auch nicht größer wie der Verein. Ja, du kannst deine Wünsche äußern, logisch. Entweder werden die erfüllt, wenn der restliche Verein das auch so sieht, oder halt nicht. Und wenn nicht, ja, dann muss man damit klarkommen, was man hat. Ja, und ja. Aber ich glaube, da hat das schon angefangen. Dieses Schwellen, dieses innerhalb dieser Mannschaft, dieses Schwellen, weil ich immer sagte, weil Spieler sehen das ja auch, dass Spieler, die Verdienste haben, Erfolge haben, bevorzugt werden vor anderen Spielern. Ich meine, selbst Nagelsmann hat sich in die Pressekonferenzen reingesetzt und hat das gesagt. Finde ich schwierig. Finde ich immer noch schwierig. Ich bin gespannt, ob sich das ändern wird jetzt. Hat sich dann ja mal zur Mitte der Hinrunde oder was, oder nach einem Drittel hat es sich ja dann auch schon mal geändert gehabt, wo er gesagt hat, nein, gibt's jetzt wird nur noch eine Leistung gegangen. Und dann haben ja auch mal ein paar andere Spieler eine Chance gekriegt. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt Auswirkungen hat auf diese Gesamtsituation. Und es wird interessant zu sehen sein, ob man als Verein den Weg jetzt durchzieht mit dem Nagelsmann oder halt nicht. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es noch eine Trotzreaktion geben wird von der Mannschaft. Ob dem so sein wird, weiß ich nicht. Ja, es wird interessant sein. Wie gesagt, ich bin enttäuscht vom Neuer, sag ich ganz ehrlich. Finde es eine Frechheit dem Verein gegenüber. Man kann menschlich und persönlich enttäuscht sein vom Brazzo oder vom Nagelsmann oder vom Olli, dass man seinen besten Freund gekündigt hat. Kann ich alles verstehen. Dann hat man das intern anzusprechen. Ja? Und nicht öffentlich in der Presse so Worte zu benutzen, wie man hat mir das Herz rausgerissen. Es gibt kein Mir-San-Mir-Gefühl in dem Verein, das wird mit Füßen getreten, weil man den rausgeworfen hat. Fühle ich persönlich gar nicht. Ich weiß, jetzt gibt's ja da das Lager so, ja, aber er ist ja so ein super verdienter Spieler, genau wie ein Kimmich, was der in der Vergangenheit geleistet hat und so. Nochmal, es steht kein Spieler über den Verein. Und immer dran denken, die Menschen verdienen 20 Millionen plus im Jahr. Also die machen das nicht, weil sie den Verein hier so im Herzen tragen, ja, auch wenn sie sich da hinstellen und das Emblem küssen, die können auch aufs Emblem spucken, ja, das ist genau dasselbe. Müller nehme ich das noch ab, weil Müller von Anfang an im Verein ist, aber ihr müsst mir jetzt nicht erzählen, dass ein Neuer, der Urschalker ist, Schalker Ultra in der Kurve stand und alles Schalke im Herzen hat, dass der sich so super mit dem Verein identifiziert, wenn der FC Bayern ihn nicht 20 Millionen zahlen würde und er jedes Jahr Meister werden würde, ja, darüber müssen wir nicht reden, ja, um das mal ganz klar zu sagen. Dasselbe bei 80% der Spieler. Das ist im Fußball einfach heutzutage so. Das gibt es nicht mehr. Da geht es nur, wer zahlt mir am meisten Geld, wo kann ich die meisten Erfolge einfahren, da gehe ich hin. Ja, Punkt. Also um da mal wegzukommen, immer von dieser Schiene, ja, aber wie viel hat der für den Verein geleistet?
Dasselbe beim Levi. Ja. Ich meine, wer den Levi gesehen hat, was ist passiert, wo er von Dortmund nach München wechseln wollte? Hat ihn das interessiert? Nee, er hat gesehen, wow, ich kann da Titel gewinnen, ich kriege da nochmal das Doppelte mehr und dann gehe ich da hin. Und jetzt nichts anderes mit Barca. Aber jetzt wird das Problem eher der Nagelsmann gewesen sein. Ja, gut. Bevor ich mich jetzt aber wiederhole, sind schon 30 Minuten geworden. Das ist meine These zu der ganzen Geschichte. Ob das so stimmt, wie ich mir das im Kopf ausmale, sei mal dahingestellt. Das ist, wie ich das sehe. Selbst wenn es nicht so stimmt, wenn alles ganz anders ist, wenn er zu Unrecht rausgeworfen wurde und so weiter, hat man sich als Kapitän unserer Mannschaft nicht dahin zu stellen und solche Aussagen zu tätigen. Punkt. Da gibt's keine zwei Meinungen. Ja. Man kann diese Aussagen tätigen innerhalb des Vereins, gar kein Problem. Man hat diese Aussagen nicht in der Presse zu tätigen und schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, 2 Wochen vom wichtigen Champions League Spiel. Da tut man sich keinen Gefallen mit und ja, keine Ahnung, es ist ein Schlag in die Fresse einfach. Für die Mannschaft, für uns Fans, für den Verein. Ja, Punkt. Und da muss man sich auch nicht dahinstellen, wie es der Neuer getan hat oder irgendwas von Mir-Samir-Gefühl zu erzählen. Weil genau das tritt er gerade mit Füßen. Um das mal klar zu sagen. Gut, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, Leute. Wir hören uns morgen nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Ich habe ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Jetzt die Sache, ja, ist ein bisschen schwierig. Bin sehr gespannt auf die eine oder andere Reaktion des einen oder anderen Spielers. Da werde ich ein bisschen drauf achten. Bin ich sehr gespannt. Freue mich drauf und